Ich grüße Sie auch ganz herzlich und freue mich, dass Sie gekommen sind, schon an diesem Nachmittag, zu dem Thema des heutigen Nachmittags, das so überschrieben ist, Glaube an Gott oder an Jesus. Wir können auch sagen, Gebete zu Gott oder zu Jesus. Oder auch die Frage, zu wem sollen wir beten? Diese Frage ist sehr wichtig, finde ich, weil es so unterschiedliche Meinungen dazu gibt, kommt es darauf an, dass wir da eine klare Linie bekommen. Mir ist aufgefallen, wie viele Leute Jesus ablehnen. Das ist eine ganz große Fülle. Ich will das mal deutlich machen an ein paar Beispielen. Neulich sagte mir jemand, wenn ich ein Problem habe, wende ich mich direkt zum Chef. Und da meinte er Gott. Mit Jesus habe ich nichts zu tun. Und er fühlte sich sogar ganz sicher, denkt er, wenn ich zum Chef gehe, ist alles in Ordnung. Oder in katholischen Kreisen wird oft gebetet oder um Fürbitte gebeten durch Maria. Auch das hört man sehr oft. Die Zeugen Jehovas werden niemals zu Jesus beten. Sie kennen nur die Gebete zu Jehova. Muslime würden auch niemals zu Jesus beten, sondern sie beten ausschließlich zu Allah. Eine andere Gebetsadresse gibt es nicht. Im kanadischen Parlament wurde zur Eröffnung der Parlamentsperiode früher immer zu Jesus gebetet. Gab es ein Gebet am Anfang. Dann haben sich Leute vom Parlament dagegen gewandt, höchstwahrscheinlich Muslime. Und dann wurde das abgeändert und jetzt wird nur noch allgemein zu Gott gebetet. Und das kann dann irgendein Gott sein, dass das überall passt. Eine praktizierende Katholikin kam zu mir zum Gespräch nach einem Vortrag und sie sagte mir, ich bin eine praktizierende Katholikin, aber ich habe noch nie in meinem Leben zu Jesus gebetet. Und der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber, der sich sehr mit dem Christentum, mit dem Judentum, alle diese Dinge beschäftigt hat, er sagte, ich glaube nicht an Jesus, aber ich glaube mit ihm. Wir sehen, das sind dann kluge Formulierungen, wie man sich irgendwie da aus der Affäre rauszieht. Und an diesen wenigen Beispielen sehen wir, dass viele Leute, die sich sogar für gläubig halten, mit Jesus nichts anfangen können. Woran liegt das? Es liegt durchweg daran, dass sie die Bibel nicht kennen. Das ist der tiefere Grund. Sie wissen nicht darum, was die Bibel sagt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten wandten sich auch dagegen, an Jesus zu glauben oder zu ihm zu beten. Zu Jesu Lebzeiten nahmen die Pharisäer und Schriftgelehrten Anstoß an Jesu Behauptung, er sei der Sohn Gottes. Das war für sie der größte Anstoß. In Johannes 5, Vers 18 heißt es, Gott sei sein Vater und dadurch machte er sich selbst Gott gleich. Und das war also der Vorwurf, den die frommen Pharisäer Jesus gemacht haben. Jesus provozierte die Leute noch mehr, indem er sagte, ich und der Vater sind eins. Und auch da bezichtigten die Juden ihn, dass er sich Gott gleich mache. Wenn er sagt, ich und der Vater, ich und Gott, wir sind eins. Da stellt sich diese Frage, was ist eigentlich Gottes Wille? Was will Gott eigentlich? Nun, eine erste Antwort finden wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 16, die Verse 23 bis 34. Da wird uns berichtet, wie Paulus im Gefängnis von Philippi sich befindet und wie dort in der Mitternacht ein Erdbeben stattfindet. Und der Kerkermeister, der wusste, wenn die Gefangenen ihm weglaufen, dann ist er dran. Dann kommt er an Galgen oder sonst was. Also er hatte ganz große Furcht davor, dass die Leute wegliefen. Aber Paulus und Silas liefen nicht weg, die blieben da. Ganz im Gegenteil, die sangen noch Lieder, obwohl sie von dem Kerkermeister ordentlich mit der Peitsche bearbeitet wurden vorher. Das war das Außergewöhnliche. Und dann fragt der Kerkermeister, was soll ich bloß tun jetzt? Und Paulus und Silas geben die Antwort, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du
und dein Haus selig. Interessante Antwort, die Paulus und Silas hier geben. Warum sagten sie nicht, Glaube an Gott? Hätten sie auch sagen können. Das ist aber nicht. Nun, das hat einen bestimmten Grund. Hätte Paulus zu dem Kerkermeister gesagt, Glaube an Gott, dann hat er gesagt, das tue ich schon lange. Wir haben hier in Griechenland viele Götter. Und die wohnen alle oben auf dem Olymp. Wir haben Zeus und wir haben auch sogar einen Meeresgott. Und für alle möglichen Gelegenheiten haben wir einen speziellen Gott. Aber Paulus spricht nicht von den Göttern, sondern er nennt ausschließlich und allein nur Jesus. Und durch Jesus wird man gerettet. Das war seine klare Aussage. Die Bibel ist immer wieder eindeutig darin, wenn es geht um Glaubensfragen, an wen wir glauben sollen. Der Zachäus war ja so ein Gauner, ein Betrüger, und er kam mit Jesus in Berührung und er wandte sich zu Jesus. Und das wurde ihm zum Heil, weil daraufhin Jesus zu ihm sagt, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Heute. Wodurch? Durch Jesus. Paulus hat gepredigt auf dem Areopag in Athen und er hat auch ihnen von Jesus gepredigt. Das war's. Paulus hatte eine Angewohnheit, er ging zuallererst, wenn er weiterreiste, in die Synagoge des Ortes und hat dort gepredigt. Hätte er gesagt, ihr lieben Leute, glaubt an Gott, Gott ist ein lieber Gott, glaubt an ihn, er ist der Gott unserer Väter und alles Mögliche hätte er erzählen können. Die hätten ihm Beifall geklatscht, dann wäre alles okay gewesen. Aber das tut Paulus nicht, sondern Paulus sagt, ich verkündige euch Jesus, den die Juden gekreuzigt haben und der auferstanden ist von den Toten. In ihm habt ihr das Heil. Das hat er verkündigt. Was geschah? Wir erfahren aus der Bibel, sie haben ihn rausgeschmissen. Einfach achtkantig vor die Tür gesetzt. Aber Paulus gibt ihnen dann noch ein Abschiedswort und sagt, euch musste die Botschaft der Rettung zuerst gesagt werden. Nun, weil ihr das von euch stoßt, achtet ihr euch selbst des ewigen Lebens nicht für wert. Das ist ein mächtiges Wort. Das hat Paulus ganz frommen Leuten gesagt, die sich in der Synagoge versammelt haben, die dort zusammengekommen waren, die die Tora gelesen haben und die sich nach den Geboten Gottes gerichtet haben. Und dann sagt Paulus solchen Leuten, ihr erachtet euch selbst des ewigen Lebens nicht für wert. Daran können wir schon mal ganz deutlich sehen, das ewige Leben ist geknüpft an der Person von Jesus Christus. Und wir könnten noch so fromm sein und allerlei mögliche Dinge befolgen, wir würden nicht in das Himmelreich eingehen. Es hat Gott so verfügt, dass nur durch Jesus der Zugang möglich ist. Anders geht es nicht. Und das sehen wir immer wieder an all den Beispielen, die wir im Neuen Testament finden. Ich erinnere mich noch, vor einigen Jahren war ich in Kirgisien gewesen und hatte dort Vorträge im großen Theater von Bischkek. Bischkek ist die Hauptstadt von Kirgisien. Es war ein riesengroßer Saal mit roten Polstern, also ganz gewaltig, dort alles aufgemacht. Und dort fanden die Vorträge statt und ich habe dort immer eingeladen, zu Jesus zu kommen, jeden Abend. Und dann weiß ich noch, ich werde nie vergessen, das war ein Donnerstag, das war der letzte Veranstaltungstag. Es war schon ziemlich spät geworden durch die Gespräche. Ich habe immer die Leute hochgebeten, zur Bühne hochzukommen. Und da haben wir dann den Leuten erklärt, wie sie Jesus annehmen. Und das war schon beendet. Und der Hausmeister steht schon mit seinem Schlüsselbund und klappert und sagt, jetzt ist Schluss, hier wird jetzt Feiern gemacht. Und da kommt noch eine Kirgisin hoch, zu uns dort oben, die Treppe hoch auf die Bühne. Und sie sagt, stimmt das, was Sie gesagt haben? Und dass man nur durch Jesus in den Himmel kommt. Ich sage, stimmt. Ja, aber sagt sie, dann wird mir ja Allah böse sein. Sie war Muslim. Ich sage, wissen Sie, ich konnte ja keine langen Erklärungen geben. Ich sage, wissen Sie, den Allah gibt's gar nicht. Das ist eine Erfindung von Menschen. Die Menschen haben sich das ausgedacht. Wenn Sie in einem anderen Leben
Land leben würden, würde man ihn irgendeinen anderen Gott nennen. Die Völker haben alle irgendeinen Gott erfunden. Und so auch so. Ich sage also, machen Sie sich keine Sorge, den Allah gibt es nicht, da wird auch niemand Ihnen böse sein. Aber Jesus ist der Weg zum Himmel. Wollen Sie dahin? Na, die ja gesagt. Und dann haben wir dort in aller Schnelle, hat sie den Herrn Jesus angenommen. Und wenn sie auf dem Weg geblieben ist, werden wir sie im Himmel wiedersehen. In letzter Minute sozusagen fand sie zu Jesus. Das ist gewaltig. Schauen wir einmal nun weiter. Warum geschieht die Rettung durch Jesus allein? Darüber wollen wir uns zunächst mal Rechenschaft ablegen. Josef war ein Engel im Traum erschienen und in Matthäus 1, Vers 21 lesen wir das. Und sie, Maria, wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das wurde dem Josef im Traum gesagt. Also das Kind, das von Maria geboren wird, das wird der Retter der Welt sein. In Johannes 3, Vers 17 lesen wir, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist sehr wichtig für uns zu wissen. Das ist der Grund, warum der Jesus in die Welt gekommen ist, um Menschen zu retten. Er ist nicht gekommen, um irgendwelche Krankheiten zu heilen, Aussatz und was es alles so gab. Das hätten die Propheten auch locker tun können. Gott hat ihnen die Vollmacht gegeben, wir sehen das ja auch im Alten Testament. Und die Propheten hatten dann durch Gottes Güte die Fähigkeit, auch Krankheiten zu heilen. Das hätten die auch alle tun können. Dazu hätte Jesus nicht in die Welt kommen müssen. Nur was keiner konnte, retten für die Ewigkeit. Und darum kam der Jesus. Und er kam immer, wir haben das gesehen, zu den Menschen, um sie nicht zu richten. Und wenn es die schlimmsten Sünder waren, er hat sie angenommen, wenn sie zu ihm kamen. Das ist sehr wichtig auch für uns zu wissen, dass jeder von uns angenommen wird, wenn er sich auf den Weg macht zu Jesus. In Johannes 10, Vers 9 sagt Jesus, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, der wird selig werden. Also wer diese Tür benutzt, um in das Himmelreich zu kommen, das ist die einzige Tür, die geöffnet ist. Alles andere sind nur Scheintüren, die nicht zum Himmel führen. In Johannes 5, Vers 24 sagt der Jesus, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das ist ein ganz mächtiges Wort, wenn der Jesus sagt, wer an mich glaubt, wer das hört, das Wort, und an mich glaubt, dass ich der Messias bin, der Retter, wer das annimmt und glaubt, der hat das ewige Leben. Wann? Bereits jetzt. Er ist schon gebucht für das ewige Leben. Er muss nur noch abwarten, bis dann, wenn wir diese Welt verlassen, alles in Empfang nehmen. Also es ist uns hier und heute zugesagt. Wenn heute jemand sagt, das habe ich verstanden, ich komme auch zu diesem Jesus, dann kann er gewiss sein, Jesus wird ihn annehmen und ihm heute die Zusage geben, du wirst mit mir einmal im Himmel sein. Wir sind Bürger des Himmelreiches geworden. Also wir haben quasi den Pass für das Himmelreich. So sieht das aus. Der Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er hat nicht gesagt, durch irgendeine Religion, durch irgendeine Philosophie, durch irgendetwas, was wir Menschen ausdenken, sondern hat gesagt, nur durch mich. Merken wir, das ist eine gewaltige Provokation. In unserer Zeit reden die Politiker sehr viel über die multikulturelle und multireligiöse Gesellschaft. So dass man alles akzeptiert, alles ist gut,
Hat auch Vorteile, denn jeder kann hier in diesem Land frei leben, muss man auch sagen. Das ist auch was Positives. Jeder kann seine Religion ausüben in aller Freiheit und er wird nicht verfolgt. Das ist etwas ganz Großes, das gibt es nicht in allen Ländern. Das ist hier, was wir hier in Deutschland haben. Aber bei alledem, was die Politiker sagen von der multireligiösen Gesellschaft, da hinein sagt Jesus, keine Religion rettet. Der einzige Weg zum Himmel, das bin ich, sagt Jesus. Wir sehen, das ist eine gewaltige Provokation. Wenn man das sagt, alles andere ist demzufolge falsch, ist Irrlehre. Und mag es eine Religion sein mit unwahrscheinlich vielen Anhängern, es ist definitionsgemäß vom Sohn Gottes ausgesprochen. Es ist falsch. Der Jesus sagt nicht, geh zu Gott. Er sagt, komm zu mir. Er hätte ja sagen können, geh zu Gott. Er hätte auch sagen können, geh zu Maria. Die wird ein gutes Wort für euch einlegen. Hat er auch nicht gesagt. Er hat auch nicht gesagt, es ist egal, was du glaubst. Hauptsache, du glaubst überhaupt was. Das sagen ja auch viele Leute. Hauptsache, man glaubt etwas, woran man sich festhält. Darauf kommt es an. Das hat Jesus überhaupt nicht gesagt. Vor einiger Zeit habe ich eine Fernsehsendung mir angesehen, Hart, aber fair. Und da war ein Mann aufgetreten, ein katholischer Priester, dann ein evangelischer Pfarrer und dann noch so ein paar Leute, die da diskutiert haben. Und dann sagte einer von den Leuten, ich halte es aber mit dem Buddhismus. Das war ein Deutscher. Also das finde ich gut. Darauf sagte der katholische Priester in dieser Fernsehsendung, dann gehen Sie doch zum Buddhismus. Wir sind doch alle auf der Suche. Stellen wir uns das mal vor. Das sagt ein katholischer Priester, der es doch eigentlich wissen müsste. Aber er lässt sowas über den Kanal gehen und viele haben das gehört. Dann taucht natürlich bei den Zuhörern eine große Verwirrung auf, wenn wir das sehen, was da alles möglich ist. Geht doch dahin, spielt keine Rolle. Das aber hat Jesus nicht gesagt. Jetzt wollen wir uns dann beschäftigen mit der Frage, wer ist denn Jesus überhaupt? Dass wir uns so zentral zu ihm wenden. Die Pharisäer und Sadduzäer und die Schriftgelehrten des Volkes Israels lehnten Jesus vehement ab. Ja, sie wollten ihn sogar töten. Das waren sehr fromme Leute, muss man sagen. Und Jesus wird abgelehnt, auch von den Zeugen Jehovas, jedenfalls als Gott. Sie sagen, das ist ein Engel oder sowas, aber nicht Gott. Und im Islam wird er ganz vehement abgelehnt als Sohn Gottes. Das kommt schon gar nicht in Frage. Und wir sehen dadurch, dass viele meinen, wenn sie Maria anrufen, bis zum Papst hin, dann kommt dadurch eine Verdunkelung hinein zu Jesus hin. Da wird ihm die Ehre genommen, dass er der Herr aller Dinge ist. In Markus 2, Verse 1 bis 12 lesen wir eine Geschichte von der Heilung eines Gichtbrüchigen. Da wurde ein Mann zu Jesus gebracht und weil da so furchtbar viele Leute in dem Haus waren, waren die Leute sehr pfiffig. Das war keine Betondecke, das war so vielleicht irgendwie mit Stangen zugedeckt und dann irgendwie Matten drauf, wie das ja dort in einem warmen Land so üblich ist. Und da haben die Leute ganz kurz entschlossen das Dach abgedeckt. Und Jesus war dort unten in dem Raum, hat gepredigt, hat zu den Leuten geredet. Und ich kann mir vorstellen, allmählich fing das da oben an zu rieseln. Da kam Schamott und alles kam viel darunter. Und diese Leute hatten den Mut, diesen Gichtbrüchigen dort runterzulassen und dann ihn zu Jesus zu bringen, weil sie wussten, dass Jesus jede Krankheit heilen kann. Jetzt ist erstaunlich, was Jesus zu dem Mann sagt, zu dem Gichtbrüchigen. Er sagt nämlich, deine Sünden sind dir vergeben. Daran sehen wir, das ist das Allerwichtigste in unserem Leben, dass Jesus uns unsere Schuld vergibt.
Denn wir werden nicht eine einzige Sünde in den Himmel mit hineinnehmen. Das ist unmöglich. Und darum brauchen wir seine Vergebung. Und so hat Jesus als erst ihm vergeben. Und was sagen die Schriftgelehrten, die dort anwesend waren? Die sagen, wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Sie haben etwas sehr Wichtiges erkannt, diese Pharisäer. Sie sagten, wer kann Sünden vergeben? Nur Gott allein. Was hätten sie jetzt für eine Schlussfolgerung ziehen müssen, nachdem Jesus sagt, dies sind deine Sünden vergeben? Daraus hätten sie ganz messerscharf schließen können, dann muss der hier vor uns steht und Sünde vergibt, dann muss das Gott sein. Das haben sie aber nicht getan, sondern sie sagten, wie redet der so? Er lästert Gott. Wir sehen also, durch Schlussfolgerung können wir herausfinden, Jesus ist Gott. Wir machen es gleich noch genauer, aber erstmal wollen wir einige Schlussfolgerungen ziehen. In Johannes 5, Vers 19 heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Also hier behauptet Jesus, das, was Gott tut, kann ich in gleicher Weise. Also nicht 10% weniger, sondern in gleicher Weise. Welche Schlussfolgerung mussten die Leute daraus ziehen? Oder konnten sie ziehen? Dann, wenn er genau das kann, was Gott kann, dann ist das Gott, der vor uns steht. Ganz eindeutig, wir sehen, der Jesus hat sich manchmal so etwas verschlüsselt dargestellt und hat sie zum Nachdenken angeregt. Also auch hier können wir sehen, er ist Gott. Weiterhin ein anderes Beispiel. Die Weisen kamen aus dem Morgenland, um Jesus anzubeten. In Matthäus 2, Vers 2 lesen wir, wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Und in Matthäus 2, Vers 11 heißt es, und sie fielen nieder und beteten das Kindlein an. Die Bibel sagt uns, angebetet werden darf nur Gott, kein anderer, nur Gott. Was ist die Schlussfolgerung? Auch hier wieder, dann, wenn Gott sie beauftragt hatte, dorthin zu gehen, nach Bethlehem, oder zunächst mal nach Westen zu reisen, und ihnen war ja der Auftrag gegeben, dass sie gekommen sind, anzubeten, dann muss dieses Kind Gott sein. Ganz konsequent. Wir müssen nur mitdenken. Diese Geschichte ist unglaublich spannend, finde ich. Darum habe ich das Buch geschrieben, was war der Stern von Bethlehem? Da steht das ausführlich drin. Wir haben einige Exemplare dort. Das war ja so genial von Gott ausgedacht. Damals gab es kein Internet, kein Fernsehen. Wie sollte man bekannt machen, dass jetzt in diesem Augenblick der Messias in diese Welt gekommen ist? Wie soll man das bekannt machen? Wie gesagt, es gab diese Nachrichtenmittel nicht. Und darum macht Gott etwas sehr Geniales. Er schickt diese Weisen aus dem Morgenland zunächst mal nach Jerusalem. Der Stern weist sie dorthin. Und sie landen dort im Palast des Herodes. Also ist ja klar, nicht wahr, hier, das ist der König. Und da muss also dann auch der König der Juden geboren werden. Und so ganz unbedarft gehen sie zu Herodes und sagen, ja, wir sind hierher gekommen, wollen den neugeborenen König anbeten. Der erschreckt natürlich und sagt, was, hier ein neuer König, das ist ja Konkurrenz für mich, war ganz erschrocken. Aber er sagt, ich muss genau wissen, wo der geboren ist. Und das wussten die Weisen nicht. Die hatten keine Ahnung, wo er geboren ist. Die wussten nur, diese Botschaft hatten sie von Gott, dass er jetzt geboren ist. Und jetzt macht der Herodes Folgendes, da sehen wir mal, wie Gott auch solche Leute benutzt. Er lässt alle Theologen aus Israel zusammenkommen, zu einer Konferenz. Alle kommen zusammen, die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Sadduzäer, alle, was dann dort Namen hat, die gesamte Theologie wird versammelt und sie sollen herausbekommen, so war der Auftrag von Herodes, wo wird er geboren? Nun ich kann mir das so vorstellen, der Herodes hat vielleicht gesagt,
Ihr habt 3 Tage Zeit, bis ihr die ganze Bibel durchgeackert habt und das gefunden habt. Aber im Nu hatten sie das raus. Ich würde sagen, in einer Viertelstunde wussten sie genau, sie kannten die Schriften des Alten Testaments und konnten sofort sagen, in Bethlehem, da wird er geboren, nach Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem, Ephrata, aus dir soll mir der kommen, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Jetzt wussten, in diesem Moment, wussten alle Theologen in Israel, alle wussten jetzt, der Messias ist jetzt geboren. Jetzt. Es hat jetzt stattgefunden. Was hätten die eigentlich tun sollen? Die hätten doch sofort im Entenmarsch oder wie auch immer sofort nach Bethlehem gehen können, denn sie hatten jetzt die Information, der Messias ist jetzt geboren und er ist in Bethlehem geboren. Das waren nur 9 Kilometer, da hätten sie sich sofort auf den Weg machen können. Tun sie aber nicht, sondern die einzigen, die gegangen sind, das waren die Weisen. Die Weisen, das waren keine Könige, wie das dann nachher später dazu erfunden wurde, sondern das waren kluge Leute, die am Königshof gehalten wurden, die sich auskannten in Theologie, in Wirtschaftskunde, in Politik. Es waren gescheite Menschen und die hatte Gott berufen. Ich kann mir gut vorstellen, im Traum hat er ihnen gesagt, macht euch jetzt auf den Weg und ich habe einen Stern geschaffen und folgt diesem Stern und alles Weitere wird sich zeigen. Und interessant ist, der Stern verschwindet dann auch. Sie können den nicht mehr sehen. Aber sie bekommen ja jetzt die Botschaft, dass der Messias jetzt geboren ist. Das wussten sie, und zwar in Bethlehem. Und jetzt gehen sie nach Bethlehem. Das waren die einzigen, die gegangen waren. Keiner von den Schriftgelehrten. Und sie stehen sozusagen vor der Silhouette des Ortes. Und jetzt wissen sie nicht, wo. Wo ist der? Sie wussten ja nicht mal den Namen. In welchem Haus soll das sein? Und plötzlich erscheint der Stern wieder. Und im Bibeltext steht, da wurden sie hoch erfreut, als sie den Stern sahen. Und jetzt wussten sie genau, in welchem Haus. Und sie gingen dorthin, in das Haus, das war eine Karawanserei. Es war ja so gewesen, dass diese Zählung von dem Kaiser Augustus angeordnet war. Und da mussten sie sich alle auf den Weg machen in den Ort, wo sie geboren waren. Und da waren viele Leute dort. Die Karawanserei, kann man sagen, war völlig überfüllt, als die dort ankommen. Und ich stelle mir das jetzt mal so vor, so können wir uns das gut hineindenken, dass diese Leute, diese Weisen dort ankamen, in diese Karawanserei, und die sehen alle möglichen Leute. Und der Wirt sagt, wir sind völlig ausgebucht, wir haben gar keinen Platz mehr. Und da sagten die, ja, wir besuchen aber den Messias, der ist hier geboren. Und zwar, der muss hier in diesem Haus geboren sein. Und da fällt dem ein, dem Wirt, kann man sich das gut vorstellen, wir haben hier keinen Platz, aber gestern kam hier ein Mann mit einer hochschwangeren Frau und ich war barmherzig, ich konnte die nicht wegschicken. Die einzige Stelle, wo wir noch Platz hatten, das war im Stall, nebenan. Und er sagt, da könnt ihr euch gemütlich machen, da ist Stroh genug, da alles da, aber ihr könnt hier bleiben. Und als die Weisen danach fragten, gibt es hier ein Kind, das hier geboren ist, suchen wir. Und da waren viele Kinder. Jetzt weist der Herr darauf hin, hier sind viele Kinder. Und da sagen die, nein, das kann nicht sein. Die sind ja alle mitgebracht worden, auch die Babys. Wir suchen das Kind, das hier an diesem Platz geboren ist. Und da kam nur diese eine hochschwangere Frau in Frage, die dann im Stall dort war, wo sie das Kind zur Welt gebracht hatte. Und da war es eindeutig, da hatte Gott sie hingeführt an diesen Platz. Es waren die einzigen, die dort hingegangen sind. Und sie waren auch die einzigen, die den Herrn Jesus angebetet haben. Und sie sind auch die einzigen, die das Himmelreich erreichen werden. Der Jesus sagt später den Pharisäern, die nicht hingegangen waren, ihr kommt nicht in das Himmelreich. Merken wir, wie massiv das gesagt wird. Ihr kommt nicht in das Himmelreich, weil diejenigen, die dort hinein wollen, lasst ihr nicht hinein.
Und ihr habt euch so verhalten, ihr habt den Messias abgelehnt, darum seid ihr vom Himmelreich ausgeschlossen. Also von all denen, die damals dort waren, um die Geburt Jesu, gab es nur diese Weisen, die dort aus dem Morgenland gekommen waren, die das Heil in Jesus fanden. Und die Theologen haben das verschwiegen dem Volk. Die hätten ja jetzt hingehen können in den Tempel und in allen Synagogen und hätten sagen können, Leute, hört mal her, der Messias, von dem wir im Alten Testament so häufig lesen, der ist jetzt gekommen. Das haben sie absolut verschwiegen. Und damit haben sie auch die ausgeschlossen, die hinein wollten. Wir sehen eine ganz schwere Sünde. Dann lesen wir im Neuen Testament von der Steinigung des Stephanus. Das war der erste Zeuge Jesu, der aufgrund seines Glaubens an Jesus gesteinigt wurde. Und die Bibel berichtet uns sehr genau, in dem Moment, als die Steine auf ihn prasseln, da tut sich der Himmel auf und sie sehen, er sieht den Himmel geöffnet. Und er sieht Jesus stehen zur Rechten Gottes. Er sieht das. Das heißt also, der Himmel ist nicht irgendwo, sondern der Himmel ist, wo wir sind. Wenn Gott uns die Gardine zum Himmel wegziehen würde, könnten wir genau in den Himmel hineinsehen. Von hier aus. Wir müssen also nicht irgendwo uns im Universum bewegen, sondern der Himmel ist in der nächsten Dimension, die uns jetzt verschlossen ist. Aber wir haben Zugang, wie wir hier sehen, wenn Gott uns den Himmel öffnet. Und jetzt ist interessant, was Stephanus betet. Er sagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Ja? Also er betet zu Jesus. Eine andere Situation, es ist Thomas. Wir hatten die versammelt hinter verschlossenen Türen. Das war schon nach der Auferstehung Jesu. Und der Thomas war so einer, der immer Fragen gestellt hatte, kritische Fragen. Aber gut, der hat gut gedacht. Der hat nicht jedem geglaubt. Und er wollte ganz genau wissen, dass dies hier Jesus der Auferstandene ist. Und er sagt, wenn du das wirklich bist, du auferstanden bist, dann bitte zeige mir deine Nägelmale und auch deine Seite, wo die Römer die Lanze reingestochen haben. Und Jesus zeigt ihm die Wunden, die verheilt waren inzwischen. Und dann sagt der Thomas etwas sehr Entscheidendes. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Also er hat erkannt, dass Jesus Gott ist. Wir haben jetzt schon viele Beispiele, woran wir erkennen können, dass Jesus Gott ist. Das ist sehr wichtig, dass wir das erkennen. Und ich habe die Beobachtung gemacht, in vielen christlichen Gemeinden ist das gar nicht präsent, dass Jesus identisch ist mit Gott. Und das sehen wir hier an vielen Beispielen. In Lukas 24, Vers 52 lesen wir, die Jünger aber beteten ihn, nämlich den Herrn Jesus, an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Das ist sehr wichtig, dass wir zu dieser Erkenntnis kommen, dass Jesus wirklich Gott ist. Und nicht ein Sozialreformer gewesen ist oder irgendeinen, den Gott vielleicht sogar gesandt hat mit einer Botschaft. Nein, es ist Gott höchstpersönlich, der zu uns auf diese Erde gekommen ist. Noch eine interessante Sache, eine interessante Stelle finden wir im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 6. Und da heißt es, und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten, den Herrn Jesus. Also im Himmel werden alle Engel Gottes den Herrn Jesus anbeten, weil er Gott ist. Und das lesen wir auch in Offenbarung 5, Vers 14, wo es heißt, und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, denn der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also auch im Himmel wird Jesus angebetet, weil er Gott ist. Wir haben also viele Stellen, aus denen wir das erkennen. Ich habe einige Stellen genannt,
wo wir durch Schlussfolgerung erkennen konnten, dass Jesus Gott ist. Aber jetzt möchte ich einige Stellen nennen, wo uns die Bibel direkt bezeugt, dass Jesus Gott ist. Ich nehme den Anfang des Johannesevangeliums und da steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Wenn wir weiterlesen in diesem Johannesevangelium, dann lesen wir Vers 10, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Und in Vers 14, da wird uns gezeigt, das ist der Sohn Gottes. Also, jetzt wissen wir, dieses Wort, das dort steht, dafür können wir auch Jesus einsetzen. Das ist zunächst etwas verschlüsselt, dass da steht das Wort. Dann können wir den Text auch so lesen, im Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott und Gott war Jesus. Jesus war am Anfang bei Gott, alle Dinge sind durch Jesus gemacht und ohne Jesus ist nichts gemacht, was gemacht ist. Das heißt also, der Schöpfer dieser Welt, dieses Universums und aller Dinge ist kein anderer als Jesus. Man kann es auch so sagen, Gott, der Vater, hat den Herrn Jesus eingesetzt, um diese Welt zu erschaffen. Das konnte er, weil er genauso allmächtig ist wie der Vater. Hat ihm dieses Amt übergeben. Eine weitere direkte Aussage, wo wir direkt erfahren, dass Jesus Gott ist in Römer 9, Vers 5. Da heißt es, Christus, der da ist, Gott über alles. Gelobt sei er in Ewigkeit. Amen. Da wird noch durch das Amen bekräftigt, es ist Gott. Nochmal dieser wichtige Vers. Christus, der da ist, Gott über alles. Gelobt sei er in Ewigkeit. Amen. Also hier haben wir eine ganz massive, klare Aussage. Jesus ist Gott. Und davon können wir auch nicht abrücken, nicht einen Millimeter. Wenn wir das tun, dann fallen wir einer Irrlehre anheim. Das ist ganz wichtig, dass wir dieses feste Fundament haben. Der Jesus wurde im Alten Testament angekündigt als Gottheld, ewig Vater, von Ewigkeit her. Also er ist der ewig Vater, wo wir zunächst mal, wenn wir das lesen, als wäre das Gott der Vater. Aber das ist eine Verheißung auf den Messias hin. Und er wird genannt ewig Vater. Also er ist auch Vater. Gott der Vater und Jesus ist der ewig Vater. Merken wir diese Identität. Es ist völlig gleich. In Titus, Kapitel 2, 11 und 13 lesen wir, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Wir warten auf die Erscheinung des großen Gottes. Wenn wir genau hinhören. Und das ist Jesus. Er ist der große Gott. In Johannes 5, Vers 20, da lesen wir, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Jetzt merken wir, das sind direkte Aussagen. Hier haben wir es nicht mit Schlussfolgerungen zu ziehen, dass wir das schließen können, weil er Sünde vergibt. Das kann nur Gott. Dadurch schließen wir, dass er Gott ist. Hier erfahren wir ganz genau, dieser ist der wahrhaftige Gott. Und damit ist ausgesagt, alle anderen Götter, die die Menschen gemacht haben, sind Götzen. Ohne Ausnahme. Alles sind Götzen. Nur Jesus ist der wahrhaftige Gott. Noch einmal die Stelle, auch direkt, wo der Thomas antwortet und sagt, mein Herr und mein Gott. So deutlich ist das. Jesus ist also Gott in Person. Jetzt noch eine wichtige Stelle, das ist Hebräer 1, Vers 8. Wenn wir das erste Kapitel des Hebräerbriefes lesen, dann sehen wir, dieses erste Kapitel beschreibt ausschließlich Jesus, wer er ist.
Und dort lesen wir in Hebräer 1, Vers 8, dort steht Folgendes. Aber von dem Sohn heißt es, und jetzt wird zitiert aus dem Alten Testament, Psalm 45, Vers 7. Und dort steht in Psalm 45, 7, Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn wir das im Alten Testament lesen und diesem Psalm 45, dann haben wir alle den Eindruck, hier ist von Gott dem Vater die Rede. Aber hier im Neuen Testament, im Hebräerbrief, wird dieses Zitat aus dem Alten Testament angewandt auf Jesus. Und dann heißt das, Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also so deutlich, so massiv sagt uns das Neue Testament, dass Jesus wirklich Gott ist. In Offenbarung 1, Vers 8 lesen wir, ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und in der Offenbarung, auch hier dieser Vers, da spricht Jesus, der auferstandene Jesus Christus spricht hier. Und er sagt, und hier heißt es von ihm, ich bin das A und das O, spricht Gott. Hier spricht Gott, das ist Jesus. Es spricht Gott direkt zu uns. Jesus ist damit Gott der Herr. Jesus ist, was wir hier auch lesen, der Allmächtige. Und er ist A und O, Anfang und Ende. Und wenn wir weiterlesen, in der Offenbarung finden wir viele Hinweise und Lobpreise, die alle auf Jesus angewandt werden. Heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige. Und das wird auf Jesus angewandt. Wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du an dich genommen hast, deine große Macht und herrschest. Also ganz gewaltige Aussagen werden gemacht in der Offenbarung über Jesus, dass er der allmächtige, der ewige Gott ist. Wir sehen also, was dabei herumkommt, wenn wir an Jesus denken. Wir denken in fast allen Fällen zu klein von Jesus. Wir machen immer eine abgeschmackte Nummer. Das ist ein großer Fehler. Jesus ist Gott. Ohne Jesus hat man auch Gott nicht. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Wenn wir Jesus nicht haben, haben wir auch Gott, den Vater, nicht. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Gott, den Vater, haben wir nur durch Jesus, nicht anders. Das wollen wir uns ansehen. In Johannes 5, Vers 23 steht, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht. Also wir könnten rund um die Uhr beten zum Vater, dann hätten wir nicht den Vater. Weil wir den Vater nur haben durch den Sohn. Merken wir, wie klar das formuliert ist in der Bibel. Das ist so eindeutig, so klar, da gibt es kein Entweichen. Aber wollen wir auch nicht. Wir wollen ja lernen, was die Bibel uns sagt. In 1. Johannes 2, Vers 23 lesen wir, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Ich hatte vorhin am Anfang gesagt, wo jemand sagt, ich wende mich direkt an den Chef. Das ist für die Katz. Muss er gar nicht. Ohne Jesus hat er gar keinen Zugang zum Vater. Wir haben Gott, den Vater, nur durch den Herrn Jesus. Wer den Sohn bekennt, jetzt kommt es, der hat auch den Vater. Also wenn wir zu Jesus beten, wenn wir uns zu ihm hinwenden, haben wir automatisch den Vater. Er ist unser Vater. Das ist genauso, als wenn wir den Vater anbeten. Das ist sehr wichtig zu wissen. Johannes 3, Vers 18 steht, wer an ihn, also an Jesus glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht an ihn glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Also wir sehen, unser ganzes Heil, alles ist uns in Jesus gegeben. Das ist sehr wichtig, dass wir das ganz fest einprogrammieren in unser Gedächtnis, in unser Herz, dass wir das ganz bedeutend wissen.
Von Gott ist uns nur ein einziger zum Glauben angeboten. In Römer 3, Vers 25 heißt es, den an Jesus Christus hat Gott für den Glauben hingestellt. Also Gott, der Vater, hat uns den Sohn gegeben, damit wir an ihn glauben. Ich kann mich noch erinnern, vor einiger Zeit hatte ich eine Predigt am Sonntag in Bad Gandersheim. Das liegt da oben bei uns in der Nähe des Harzes. Und das war ein Sommertag. Man hatte die Türen aufgemacht von der Gemeinde, dass da frische Luft reinkam, weil es ein heißer Tag war. Und da geht eine Frau vorbei, die war dort als Kurgast. Und sie hörte, dass da gesprochen wird und gesungen wird. Und dann denkt sie, sie wollte ja nur einen Spaziergang machen, da geht sie da mal mit rein. Und da hat sie sich damit hingesetzt in den Gottesdienst. Und am Ende des Gottesdienstes kommt die auf mich zu. Aber ich dachte, die wird mich verschlingen. Ich dachte, was habe ich bloß gemacht? Dass sie so massiv auf mich zukommt, so verärgert, mit hochrotem Kopf und sagt, ich will Ihnen sagen, ich bin gläubig. Aber ich will Ihnen auch sagen, Sie haben heute so viel über Jesus gesagt. Ich will Ihnen sagen, mit Jesus habe ich nichts zu tun. So massiv hat sie mir gesagt. Aber ich will Ihnen sagen, ich bin gläubig. Und da habe ich ihr gesagt, das wollen wir mal prüfen. Das ist ja wichtig, wenn solche Leute kommen, dass wir sie nicht wegschicken und sagen, du hauen sie ab, sondern dass wir sagen, ich habe ja dann gesagt, kommst mal her, wir setzen uns mal hin, wir werden das mal prüfen. Es kann ja sein, dass Sie recht haben. Warum nicht? Wir prüfen das mal. Und dann haben wir uns hingesetzt und dann haben wir die Bibel aufgeschlagen und ich habe ihr ein paar Verse gezeigt. Und dann habe ich ihr diese Stelle gezeigt, Römer 3, Vers 25, den Herrn Jesus hat Gott für den Glauben hingestellt. Und daraufhin sagte sie dann, nachdem wir schon eine ganze Zeit gesprochen haben, dann bin ich ja Gott ungehorsam. Ich sage, genau das ist es. Wollen Sie nicht Gott gehorsam sein? Da sagte die, ja. Und dann hat sie an diesem Sonntagmorgen den Herrn Jesus angenommen. Und dann merkte ich, als der Jesus in ihr Leben kam, dann ging die Errötung im Gesicht zurück. Die Aggressivität war weg und sie wurde plötzlich freundlich. Es war unfassbar für mich. Ich denke, wie kann das in so wenigen Minuten geschehen? Das ist durch die Veränderung durch den Herrn Jesus. Der Jesus hat eine unvorstellbar starke Veränderung in unserem Leben, wenn wir uns ihm nur aussetzen. Ich kann mich noch erinnern, ich war zu Vorträgen in Leverkusen gewesen, das liegt in der Nähe von Köln. Da bin ich jedes Jahr einmal. Das findet in einem Hotel statt und da kommen immer recht viele Leute, weil derjenige, der das organisiert, alle möglichen Leute anruft, damit möglichst viele dorthin kommen. Und am Ende des Vortrags, so ein Frühstückstreffen, lade ich immer ein, ich sage, jetzt können wir mit dem Fahrstuhl hochfahren in diesem Hotel bis zum 5. Stock. Und da haben wir einen Raum zur Verfügung, wo wir ein Nachgespräch haben. Da können alle die hinkommen, die sagen, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, da kann man dort hinkommen. Und der Raum, der oben, der heißt Köln. Und dann sage ich mal, jetzt können wir Fahrstuhl, 5. Stock, Raum Köln, und da sammeln wir uns. Und dann, wenn die Leute dort sitzen, das sind immer recht viele, die da zurückbleiben, dann sage ich, jetzt werde ich den Weg erklären, wie wir zu Herrn Jesus finden und wie wir ewiges Leben finden. Ich habe das erklärt. Und dann merkte ich, auf einmal einer meldet sich und sagt, ich kann das nicht. Er sagte, ich habe so viel schlimme Dinge in meinem Leben getan. Jesus kann mich gar nicht annehmen. Und er weinte. Ich sage, was ist los? Was haben Sie gemacht? Und dann sagte er mir, ja, sagt er, ich war ja Kriegsteilnehmer und ich habe eine ganze Reihe von Soldaten erschossen. Und er sagte, in jeder Nacht stehen diese Toten vor mir, die ich erschossen habe. Und da muss ich erstmal Luft holen, wenn man das sieht. Jede Nacht sind die da. Ich sage, wissen Sie, Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder selig zu machen. Und solche sind wir. Und ich sage, bei Ihnen ist ganz leicht, das sehen Sie ein, dass Sie Sünder sind. Ich sage, und wenn Jesus sagt, dass er Sünde vergibt,
dann tut er das bei jedem, der kommt, auch bei Ihnen. Dann haben wir das im Gebet abgeladen vor Jesus und haben gesagt, Herr Jesus, nimm diese Schuld von diesem Mann und reinige ihn von aller Sünde, dass er wieder gut schlafen kann. Und er hat den Jesus angenommen, die Tränen waren plötzlich verschwunden und ich merkte, es kam ein Glanz in sein Gesicht hinein. Warum? Weil Jesus jetzt in sein Herz kam. Merken wir diese starke Veränderung durch den Herrn Jesus. Das ist wichtig, dass wir das hundertprozentig wissen und verstanden haben. Nur einen einzigen Weg zum Vater, zum Himmelreich, das hat der Jesus und in diesem markanten Vers, Johannes 14, Vers 6 gesagt, wo er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Niemand. Das ist der einzige Weg. Im 1. Timotheusbrief lesen wir, es gibt nur einen einzigen Mittler zu Gott. Nur einen. Da steht, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus. Also nicht irgendein Heiliger, nicht Maria oder irgendjemand, sondern wir wenden uns in allen Dingen einzig und allein an Jesus. Dort werden wir unsere Schuld los, da können wir unser Leben abgeben und dann haben wir automatisch, wenn wir zu Jesus kommen, den Vater im Himmel zu unserem persönlichen Vater. Gott, der Vater, kann nur unser Vater werden, wenn wir zum Herrn Jesus gekommen sind. Darum sagte auch Paulus im Gefängnis zu dem Gefängniswärter, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig werden. Ich habe mir überlegt, wie kann man das eigentlich deutlich machen, diese Geschichte, dass nur der Weg über Jesus zum Heil führt, zu Gott führt. Vor einigen Jahren bin ich in Paraguay gewesen. In Paraguay gibt es einen sehr, sehr großen Fluss. Das habe ich noch nie gesehen, so einen großen Fluss. Das ist der Paraná. Und zwar dieser Paraná, der kommt aus dem brasilianischen Urwald, wo es sehr viel regnet. Und der sammelt unglaublich viel Wasser. Und dieser Fluss, der geht jetzt durch Paraguay. Dieser Paraná ist ungefähr 4000 Kilometer lang und er ist der Grenzfluss zwischen Brasilien und Paraguay und durchquert weitere 500 Kilometer in Argentinien. Dieser Paraná, da haben meine Gastgeber mich hingeführt, die wollten mir nur mal was zeigen vom Land. Und dann stand ich am Ufer dieses Paraná und ich hatte den Eindruck, ich stehe vor einem riesigen See, meinetwegen wie der Bodensee oder sowas. Gewaltig. Soweit man schauen konnte, ganz, ganz weit in der Entfernung, dort war das andere Ufer. Man hat den Eindruck, das ist ein See. War es aber nicht, sondern das war der Paraná. Dieser Paraná fließt zusammen mit dem Rio Uruguay und er bildet dann eine unvorstellbar große Wassermenge, die dann in den Atlantik sich hineingießt. Und es sind 18.000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Also wenn wir sagen 21, 22, dann sind 18.000 Kubikmeter Wasser dort geflossen. Jetzt können wir uns vorstellen, was das für ein mächtiger, ein riesiger Fluss ist, dieser Paraná. Und die Leute haben mir dann erzählt, dort in diesem Paraná, da gibt es auch Krokodile. Also mit Baden ist das so eine Sache, da kann man also nicht baden. Weil sonst die freuen sich auf den großen Happen, der da ins Wasser springt. Und jetzt habe ich überlegt, und das wurde mir zum Gleichnis, diese Situation. Stellen wir uns einmal vor, und stellen wir uns einmal jetzt so vor, dass auf der anderen Seite des Paraná, also am jenseitigen Ufer, wäre Gott. Und wir wollten zu Gott kommen. Was sollten wir machen? Schwimmen? Nun, selbst die stärksten Schwimmer schaffen das nicht, darüber zu schwimmen, weil die Strömung so unglaublich stark ist, die werden mit der Strömung mitgezogen. Und selbst wenn sie es versuchen wollten, rüber zu schwimmen,
Es wird nicht lange dauern, dann kommen die Krokodile und sagen, wunderbar, dieser Happen, genau richtig jetzt. Der kommt gerade im richtigen Moment. Also wir sehen, es ist unmöglich, so rüber zu schwimmen über den Paraná. Das schafft keiner. Und das wurde mir zum Gleichnis. Niemand von uns kann zu Gott kommen, wenn Gott da drüben ist. Sondern wie können wir zu Gott kommen? Dadurch, dass Gott selbst eine Möglichkeit schafft. Und so wurde mir das zum Gleichnis. Und zwar in der Weise, dass Gott eine Brücke gebaut hat über den Paraná. So kann man das bildlich vorstellen. Eine riesige Brücke natürlich, eine riesige Brücke. Und da kann man dann gemütlich rübergehen und kommt zu Gott. Und diese Brücke hat einen Namen. Da steht dran Jesus. Das ist die Brücke, die einzige Brücke, die es dort gibt, die heißt Jesus. Und jetzt habe ich überlegt, wie war das eigentlich zu der Zeit, als Jesus noch gar nicht hier auf der Erde gewesen war. Die Juden damals, wie war das mit denen? Wie kamen die zu Gott? Die kamen mit Sicherheit zu Gott, das sagt uns ja das Alte Testament. Der Hiob war ein rechtschaffener Mann, den werden wir bei Gott wiederfinden im Himmel. Ganz sicher. Und dann habe ich überlegt, jetzt um in diesem Bild zu bleiben, da hat Gott kleine Boote gemacht. Ein Boot speziell für Hiob. Und Hiob stieg ein und mit dem Boot ist er rübergerudert zu Gott. Aber ein Boot, das von Gott kam. Gar kein Problem. Und dann kam Abraham und Abraham genauso. Abraham fand zu Gott und Abraham hat auch so ein Boot von Gott bekommen und schwuppdiwupp ist er dann rübergerudert bis zum anderen Ufer. Der kam bei Gott an. Aber dann hat Gott gesagt, das wird ein großes Volk werden. Es ist ja das einzige Land, von dem wir wissen, wie der erste Bürger dieses Landes hieß, von Israel. Das war Abraham. Wir wissen nicht, wer der erste Deutsche war, wer der erste Russe war, der erste Amerikaner, weiß kein Mensch. Nur von Israel weiß man, dass Abraham der erste Israelit war. So, der ist also auch mit dem Boot darüber gekommen. Aber jetzt sagte ja Gott, du wirst ein großes Volk sein. Schau mal den Himmel an, sieh dir die Sterne an, ihr werdet sehr viele sein. Jetzt wird das mit den einzelnen Booten ja nicht mehr funktionieren, oder? Was hat Gott gemacht? Er hat große Boote gemacht, Segelboote, große Segelboote, sodass also die Leute des Alten Testaments, wenn sie das getan haben, was damals Gott ihnen gesagt hat, dass sie Tier opfern sollen, als Hinweis natürlich auf den Messias, wenn sie das tun, wird Gott sie auch annehmen. Und da hat Gott die Priester eingesetzt und das waren die Fährmänner. Die Fährmänner fuhren also mit diesen Segelbooten rüber zu Gott. Das war möglich. Weil Gott dann, wie wir sehen, zunächst einmal die kleinen Boote hatte, weil es nur einzelne Leute waren. Dann kamen die großen Segelschiffe, die rüber gesegelt wurden, mit Hilfe der Priester. Aber dann kam Jesus. Und dann hat er gesagt, glaubt an mich. Nur durch mich kommt ihr zum ewigen Leben. Und von dem Moment an wurden die Fährschiffe abgeschafft. So wie damals auch die kleinen Boote abgeschafft wurden, ersetzt wurden durch die Segelschiffe. Und jetzt, nachdem Jesus kam, wurde die Brücke gebaut. Und das ist die Brücke zu Gott. Und das ist Jesus. Jetzt wurde also der Fährbetrieb, der damals in Israel galt, eingestellt. Gibt's nicht mehr. Für die Juden gilt also heute genauso, wenn sie zu Gott kommen wollen, müssen sie über diese Brücke gehen. Es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Der Fährbetrieb ist eingestellt. Wir sehen also, jetzt existiert nur die eine einzige Brücke zu Gott. Na, jetzt stellen wir uns mal vor, da kommt jemand am Ufer längs und sieht die Brücke, steht Jesus dran. Denkt er, wer weiß, vielleicht gibt es doch noch andere Brücken. Und er geht weiter am Ufer spazieren und siehe da, tatsächlich, da ist so etwas wie eine Brücke und da steht dran Hinduismus. Denkt er, guck an, gibt's da doch noch eine Brücke. Ist ja nicht nur eine Brücke. Und er geht rauf auf das Ding und er stellt fest, nach 3 Metern endet es. Dann ist man gleich im Wasser.
Wenn einer sagt, nun gut, das ist für mich auch eine Brücke, ich springe da jetzt rein, den Rest, nicht wahr? Schon sind die Krokodile da, schwuppdiwupp sind sie weg. Und dann geht ein anderer, geht weiter und guckt, er findet wieder so einen Laufsteg da. Nicht? Und siehe da steht dran, Islam. Und wir sehen, auch das ist nur so ein Steg. Das wird nur gesagt, dass das eine Brücke ist aber keine. Die einzige Brücke, die es wirklich gibt und nur existiert, das ist Jesus. Die einzige Brücke, die uns zum Heil führt. Das ist wichtig, dass wir das erkannt haben, dass dieses die Brücke ist. Ich möchte noch ein weiteres Gleichnis nennen. Das hat jemand erzählt von einem russischen Herrscher. Ein russischer Herrscher war mit seinem Knecht unterwegs, dort irgendwo in der Taiga, und plötzlich kommen die Wölfe und sind hinterher. Und nun der Knecht, der sagt, oh, ich werde jetzt für meinen Herrscher, ich springe jetzt vom Schlitten runter, dann können die Wölfe mich erfressen, aber der Herrscher ist gerettet. Und da sagt jemand, das ist ein wunderbares Bild für das Kreuz. Hier opfert sich jemand, damit der andere gerettet wird. Stimmt das? Ist ein schlechtes Bild. Es wäre ein Bild für das Kreuz, wenn der Herrscher vom Schlitten springt und sich fressen lässt von den Wölfen, damit der Knecht gerettet wird. Merken wir, das ist die Situation, in der wir stehen. Der Herrscher Jesus, der ging ans Kreuz und starb für uns, damit wir gerettet sind. Das ist das richtige Bild. Der Herrscher, der Schöpfer dieser Welt, Gott selbst, ging ans Kreuz, um uns Rettung zu verschaffen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Darum ist das auch so einfach. Es ist ganz einfach, diese Botschaft anzunehmen. Vor einiger Zeit war ich zu einem Geburtstag eingeladen und da waren alle möglichen Leute, wie das ja so auf dem Geburtstag ist. Da gab es Christen und Atheisten, alle möglichen Leute, waren viele Leute, war so ein Gartenfest. Und dann kam da eine Frau daher, die sehr viel von sich reden macht. Und sie sagte, wenn wir diese Welt betrachten, da hilft uns nur ein Begriff, nämlich der Begriff Toleranz. Also Toleranz ist das einschneidende Wort, das wir in dieser Welt brauchen. Und dann sagte sie dazu, ich will Ihnen sagen, ich bin gläubig, aber für Gott gibt es für mich nicht. Ich habe sowas noch nie gehört. Ich denke, was ist das denn? Ich bin gläubig, aber mit Gott wollte sie nichts zu tun haben. Da dachte ich, jetzt ist der Moment, wo ich ein Wort sagen sollte dazu. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, wenn Sie Gott ablehnen, dann haben Sie keine Zukunft. Das müssen Sie wissen. Dann bleibt für Sie nur noch die Hölle übrig. Na, jetzt war natürlich was los. Nicht? Jetzt ging sie hoch, nicht? Wie eine Rakete. Und es gab einige Leute, die stimmten ihr sofort zu. Ja, wie können Sie sowas sagen? Und so weiter. Und ich ging das ganz heiß her, weil ich das so gesagt hatte. Und dann sagte ich Folgendes. Ich sage, stellen Sie sich einmal folgende Situation vor. Stellen Sie sich mal vor, diese Idee hat mir Gott in dem Moment geschenkt. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Das kam mir so, das ist als Geschenk Gottes. Ich habe gesagt, stellen Sie sich einmal vor, ich habe experimentiert und habe herausgefunden, ein Mittel gegen AIDS. Habe ich gefunden. Und dieses Mittel, diesen Impfstoff dagegen, der da hilft, den habe ich genau analysiert, beschrieben. Alles habe ich da gemacht. Das Rezept, wie man es herstellt, alles habe ich beschrieben. Dann packe ich das in eine Kassette, die wasserdicht ist, feuersicher, alles, und vergrabe sie tief im Garten. Ich sage, was würden Sie dazu sagen? Das haben wir doch gedacht, dass Sie so einer sind. Sie haben das Hilfsmittel, das was also den Menschen hilft, und Sie verschweigen das. Ich sage, sehen Sie, das war genau das. Ich wollte Ihnen Hilfe anbieten, Rettung bieten, nämlich vor ewigem AIDS. Sie sind erkrankt an ewigem AIDS. Und die Hilfe dafür ist Jesus. Und das lehnen Sie ab. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie am ewigen AIDS sterben.
Dann war sie ganz ruhig. Und dann stimmten einige andere auch zu. Da habe ich gestaunt, die so vehement gegen mich waren. Plötzlich wurde sie still. Und ich finde, es ist mir so aufgefallen in manchen Situationen, wir müssen nicht ständig über den Glauben reden. Aber es gibt immer Momente, die gibt es immer in einer Gesellschaft, wo wir einfach aufhören müssen zu schweigen. Jetzt sind wir dran, um die Botschaft zu sagen. Und das erlebe ich immer wieder, wo ich auf Geburtstagsfeiern oder wo bin. Ich muss überhaupt nicht anfangen, über den Glauben zu reden oder was. Die Leute wissen das. Und schon geht das Gespräch los. Und das ist gut so. Es ist gut, dass wir dieses Image haben, dass die Leute sagen, ja, der glaubt an Gott, der glaubt an Jesus. Nun wollen wir sehen, was er dazu sagt. Und dann gibt es oft so eine Diskussion. Das ist gut. Ich möchte noch ein Beispiel uns nennen. Ich war in Namibia gewesen und dort in Namibia habe ich gepredigt in einer Gemeinde in Windhoek. Das ist alles noch genau wie heute vor meinem Auge. Und dann habe ich immer eingeladen, wie ich das immer tue. Ich sage, jetzt kann man eine Entscheidung für Jesus treffen. Wir haben einen extra Raum, da kann man hinkommen. Kommen Sie doch, wenn Sie sagen, das habe ich verstanden, den Schritt möchte ich auch gehen. Und ich gehe da drüber in einen anderen Raum und da kommen zwei junge Frauen. Das waren leibliche Schwestern. Und die waren so ungefähr, ich schätze, 30, 32 Jahre alt. Das Zeugnis steht auch in einem dieser Bücher drin. Und am Anfang frage ich immer so, warum sind Sie gekommen? Und das kam wie aus der Pistole geschossen. Beide sagten sie, das erlebe ich sehr selten, dass die Leute das so deutlich artikulieren. Und sie sagten beide, wir wollen in den Himmel. Und das finde ich sehr, sehr klar, sehr deutlich. Und man sagt, wir kommen in den Himmel, wir wollen in den Himmel. Aber das interessierte mich. Ich sage, wie kommt es, dass sie das so deutlich formulieren und wie aus der Pistole geschossen sagen das beide, wir wollen in den Himmel. Können Sie mir das erklären? Und da sagten die mir Folgendes. Ja, sagten sie, als wir so Teenager waren und zu Hause waren, wir waren 6 Kinder, bei uns in der Familie, der Vater, ein gläubiger Mann, der hat jeden Tag die Bibel gelesen und hat uns immer wieder auch von der Bibel gesagt. Und es wurde viel gebetet und alles. Und dann sagten die beiden, dann hatten wir es irgendwann satt. Wir konnten dieses fromme Getue nicht mehr vertragen. Wir wollten unser Leben leben und nicht ständig aus der Bibel hören. Dann haben sie gesagt, jetzt machen wir uns auf und davon. Und sie gingen nach London und haben dann richtig ein fettes Sündenleben gelebt. Konnten sie tun, was sie wollen. Kein Vater hat ihnen irgendwas gesagt, was sie tun sollten oder nicht tun sollten. Und dann sagten die, dann ist der Vater gestorben und dann sind wir natürlich jetzt gekommen zur Beerdigung. Und die sagten, vor einer Woche ist der Vater gestorben. Und auf der Beerdigung wurde sehr viel über den Himmel gesagt. Es wurde immer wieder gesagt, dass der Vater jetzt im Himmel ist, weil er mit Jesus gelebt hat. Und so haben wir viel über den Himmel gehört. Und dann hat man uns eingeladen, hierher zu kommen, zu dieser Veranstaltung. Und sie haben auch so viel über den Himmel gesagt. Und dann sagten sie, jetzt ist uns klar geworden, da wollen wir ja auch hin. Dieses Lodderleben soll ein Ende haben. Wir wollen in den Himmel. Und darum konnten wir das so klar sagen. Wir wollen auch in den Himmel. Und die haben das mit großer Freude angenommen. Und die sind jetzt unterwegs, auch zum Himmel. Sie haben Bürgerrecht im Himmel. Wir sehen also an diesen Beispielen, es kommt darauf an, dass wir es wollen. Der Jesus fragt uns eigentlich nur eines. Wollen wir in den Himmel oder nicht? Wir haben die Freiheit aufzubrechen, wohin wir wollen. Zum Himmel, auch zur Hölle. Wenn wir das wollen, Gott hält uns da gar nicht von ab. Das ist erstaunlich. Das wird mir immer deutlich an der Geschichte von dem reichen Jüngling, der da dann, wo Jesus ihm sagt, was er tun. Und er dreht sich auf dem Absatz rum und geht. Jesus ruft ihn nicht zurück. Erstaunlich immer. Hätte doch Jesus sagen, wo gehst du bloß hin? Du gehst verloren. Wenn du von mir weggehst. Tut Jesus nicht. Er lässt ihn gehen. In aller Freiheit.
Er hat alles gewusst, ihm wurde alles gesagt und er bricht zum falschen Ort auf. Das heißt, diese Freiheit räumt uns Gott ein. Und darum erwartet er von uns, wenn wir wissen, wer Jesus ist, dass wir für ihn eine klare Entscheidung treffen. Und sagen, Herr Jesus, ich habe erkannt, du bist Gott, du bist der Retter, du bist der, der Sünde vergeben kann. Ich brauche dich, damit ich auch in den Himmel komme. Und das wollen wir jetzt tun. Wenn wir gleich beten, wollen wir es genauso machen wie gestern Abend, dann wollen wir dem Herrn Jesus ein Signal geben und sagen, Herr, ich möchte auch einmal bei dir im Himmel sein. Diesen Aufbruch möchte ich heute tun. Den Anfang will ich heute setzen. Aber das tue ich aufgrund meiner freien Entscheidung. Niemand zwingt uns dazu. Es gibt keine Zwangsbekehrung. Es gibt nur Freiwillige, dass wir von unserem Herzen, von unserem Innern Ja sagen zu Jesus. Darauf kommt es an. Und der Jesus ruft immer, egal wo. Er ist immer der Rufende. Auch heute Nachmittag ruft er uns und sagt, komm doch, komm. Wenn du sagst, ich bin auch so abgekommen wie diese beiden Schwestern, müsste eigentlich aufbrechen, zurückkommen, dann komm. Oder wenn du sagst, irgendwo bin ich lau geworden, ich bin nicht ganz auf der Linie, dann sage ich, erneuere das, ich komme auch. Aber wichtig ist, dass wir an dem Angebot Jesu nicht vorübergehen, sondern Ja sagen. Und sagen, Herr Jesus, ich brauche dich, nimm mich an, ich komme jetzt. Und das wollen wir tun im Gebet, wir beten jetzt. Und wenn wir jetzt beten, dann gebe ich die Chance, dass jemand sagt, ich will mich jetzt auf den Weg machen, ganz und gar dir, Herr Jesus, zu folgen. Wir haben lange gesessen, wem es möglich ist, bitte ich zum Gebet aufzustehen.